für den Talk und ich habe mir vorher gerade überlegt, manchmal ist ein Leben die bessere Predigt als eine sauber in Wort gefasste Predigt und darum freue ich mich mega, dass das geklappt hat mit Pastor Volodymyr und Julia heute hier einzuladen und hey, es ist crazy, oder? Sie sind noch nicht lange hier in der Schweiz und sie sind schon so mitten drin rein. Es ist gewaltig, wo sie überall dran sind, wie sie sich investieren, dieses Reich Gottes. Die sind eigentlich angekommen und haben gerade angefangen, weiter Gottes Reich zu bauen. Und das ist wirklich gewaltig. Und können wir begrüßen Sie mit einem großen Applaus. Volodymyr, Julia und der Übersetzer, der Dominik. Kommt doch zu mir auf die Bühne. Dankeschön. You're welcome. So. Schön mit euch da zu sein, schön, dass ihr da seid. Erzählt uns doch gerade so am Anfang so ein bisschen etwas über eure Familie. Jetzt noch ganz kurz, vielleicht, ich würde mich auch noch gerne vorstellen. Ich bin der Dominik, ich komme von Thun, bin jetzt 3 Stunden hierher gereist. Ich rede jetzt mal Berndeutsch, ich hoffe, das ist okay für euch. Falls es nicht gut sein sollte, dann ungeniert einfach reden. Ich kann auch sehr gut auf Hochdeutsch reden, aber wir sind ein bisschen langsamer als der Rest der Schweiz, von dem her. Ich glaube, es sollte gehen. Ist gut. Значит так, он вас приветствует. Очень классно, что вы смогли сюда приехать. Расскажите о себе, в 2-3 словах. Скажите о себе, о своей семье. Откуда вы? Вот так вот. Я хотів би перш за все щиро подякувати вашій церкві і всім вам, і пастору Jonatanu за запрошення бути сьогодні з вами. Zuerst mal möchte ich mich sehr herzlich bei euch allen bedanken für die Einladung, beim Jonathan persönlich, für die Möglichkeit, hier unsere Geschichte zu erzählen. Вдячні також брату Домініку, який приїхав для того, щоб послужити перекладом. Merci. Ja, auch noch ein Dank an mir, dass ich bekomme. Sehr gerne. І якщо ви втомились слухати німецьку мову, ви можете слухати просто українську. Wenn ihr schon müde vor Deutschen, vor Schweizer deutschen Sprache seid, könnt ihr einfach Ukrainisch hören, dann kann ich auch sehr gerne hocken. Моє ім'я Володимир Коваль, і це моя дружина Юлія. Mein Name ist Volodymyr Kowal und das ist meine Frau, sie heißt Julia. І 3 наших діток Естер, Самуїл і Софія сьогодні разом із вами на зібранні. Und mit uns sind unsere 3 Kinder da, hier Esther, Samuel und Sophia. Я хочу передати далі слово моїй дружині, щоб вона відповіла на запитання пастора Яні. Und jetzt gebe ich das Wort meinem Chef hier, Julia. Мне приятно вас всех видеть сегодня. Schön, euch alle hier zu sehen. Для нас это большая честь быть среди вас. Für uns ist es eine riesengroße Ehre, unter euch zu sein. Мы одна из тех семей, которые 15 лет назад приняли решение из Киева переехать в очень красивый город. Wir waren eine von den vielzähligen Familien, die die Entscheidung getroffen haben, von der Hauptstadt von Kiew in einen wunderschönen Vorort zu ziehen. Этот город очень похож на Швейцарию. Die Stadt ist sehr, sehr ähnlich wie die Umgebung hier in der Schweiz. А Швейцарія очень красивая. Die Schweiz ist sehr schön, natürlich, das soll ich damit sagen. Он имеет много красивых сосен, то есть это лесная зона, есть озера, речки. И этот город, он очень удобный для жизни молодых семей с детьми. Also die Natur dort ist einfach faszinierend. Es ist ein waldiges Gebiet, es hat viele Flüsse, viele Seen, es ist sehr familienfreundlich. Мы все имели очень насыщенную жизнь. Дети ходили в школу, развивали свои хобби, они все музыкальные. Эстер играла на скрипке, ходила на класс по рисунку. Also unser Leben war wirklich fulfilled, also erfüllt. Wir sind alle in die Schule gegangen, unsere Kinder, jeder von ihnen spielt ein Instrument, wir sind arbeiten. Самуил играл на барабанах. Samuel spielt auf der Trommel, auf dem Schlagzeug. София вокал и флейта. Sophia spielt auf der Flöte. И со своими маленькими ансамблями они ездили на международные и украинские конкурсы и получали первые места.
Und sie sind sogar auf internationale Wettkämpfe gefahren und haben auch erste Plätze erobert. Володя был занят как пастор церкви и как учитель теологии. Der Volodymyr war wie der Prediger, wie der Pastor von einer Kirche gewesen, aber auch ein Lehrer, ein Leiter. Я развивала свою студию по текстильному дизайну. Ich habe mein Studium vom Textildesign, dort habe ich mich weitergebildet und vor allem dort habe ich mich betätigt. И в нашем городе мы имели очень много друзей благодаря тому, что мы дарили людям красоту. Und weil wir so vielen Leuten so viel Schönes geben können, so glücklich haben gemacht, haben wir auch dementsprechend viele Freunde gehabt, viele Bekannte in unserem Ort. Danke vielmals für den Einblick. Jetzt, ihr seid ja schon länger und in der Ukraine gewesen. Die Ukraine hat eine bewegte Geschichte. Ihr habt auch die kommunistisch-sowjetische Periode ein Stück weit erlebt. Volodymyr, kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen, was das geheißen hat, Christ sein in dieser Zeit? То есть вы очень долго же в Украине жили, и вы пережили всю эту советскую эру. И скажите, пожалуйста, для вас, какое значение это имеет для вас? Это было очень полезно для нас. Das war sehr, sehr nützlich für uns. Я кратко поделюсь несколькими примерами. Ein paar Beispiele. Я учился в школе, когда был еще Советский Союз. Ich bin in die Schule gegangen, wo noch der sowjetische Staat war bei uns. Урок длился 45 минут. Der Unterricht, also eine Lektion, ist genau rund 45 Minuten. 15 из которых преподаватель вызывала меня, ставила перед классом. 15 Minuten davon hat die Lehrerin mich zur Tafel geholt, vor der ganzen Klasse. И из-за того, что я не поступил в пионеры, Weil ich nicht zu den Pionieren beitreten bin. а пионеры — это подростковая организация комсомольской партии, Und Pionier, das ist so eine Jugendpartei, dann zumal gsi von der kommunistischen Partei. и она ставила меня перед классом и говорила перед всеми: «Ты опозорил нашу школу». Und sie hat mich eigentlich vor der ganzen Klasse blamiert und gesagt, du bist eine Schande für unsere Klasse, für unsere Schule. «Ты белая ворона». Du bist ein weißer Rabe. Наша школа номер 1 в атеистической пропаганде в области. Unsere Schule ist die Schule Nummer 1, was Propaganda angeht in unserem Kanton. Ты что, считаешь себя самым умным или самым хитрым? Hast du eigentlich das Gefühl, du bist der Schlauste oder der Intelligenteste? Я не буду повторять всех слов, что она говорила, Und ich werde nicht alles sagen. но так происходило целых 15 минут. Aber das ist jeden Tag 15 Minuten ist das so. И мне было тогда 10 лет, Und ich war dann 10 Jahre alt gewesen, и мое сердце плакало. und mein Herz hat gerannt. Мне было больно. Es hat mir wehgetan. Я приходил домой, я говорил маме: Ich bin heimgekommen und habe mir «Мама, я Mutter больше в gesagt, школу не пойду». ich will nicht mehr in die Schule gehen, Mama. Но моя мама говорила: «Сынок, Библия говорит, что многими скорбями надлежит войти нам в Царствие Божье». Aber meine Mami hat mir immer gesagt, weißt, der Weg zu Gott ist immer schwer. Давай я помолюсь с тобой, чтобы Господь дал тебе силы. Ich komme beten für dich, dass dir Gott Kraft gibt. И потом за меня молились служителя, и Бог наполнил меня Духом Святым. Und viele Helfer der Kirche haben auch für mich gebetet und dann ist der Heilige Geist auf mich gekommen. И когда в следующий раз меня учительница вызывала перед классом, Und das nächste Mal, als mich die Lehrerin aufgerufen hat, я просто молился внутри, habe ich einfach für mich innerlich gebetet, молился Духом, habe in Geist gebetet, исполнялся Духом Святым. bin erfüllt И vom эти Geist. слова, которые унизительно говорила преподавательница, классная руководительница, Und die erniedrigenden Worte von dieser Lehrerin, они влетали в одно ухо sie sind ein Ohr rein и вылетали в другое. und zum anderen wieder retour Но мое raus. сердце было защищено через молитву. Aber mein Herz war geschützt. Второй пример очень коротко. Das zweite Beispiel ist sehr kurz. Не было церковных зданий. Es hat keine Было kirchlichen Gebäude gehabt. запрещено собираться верующим, евангельским верующим на богослужение. Es war für evangelische Christen verboten, sich zu versammeln. Собрания проходили по домам или по квартирам. Das ist alles bei privaten Haushalten. И если вы решите пригласить верующих к себе домой, Und wenn ihr euch entscheidet, Leute einzuladen, вы должны были готовы заплатить цену. dann müsst ihr bereit sein, einen gewissen Preis zu zahlen. Если кто-то из ваших соседей увидит и донесет в полицию, в КГБ, Wenn irgendjemand von euren Nachbarn das sieht und unserem Geheimdienst mitteilt, der Polizei, полицейский КГБшный воронок приедет к вам, dann kommt der Polizist, der Geheimdienstangestellte, составит акт о правонарушении, dann macht er eine Akte über eure и Gesetzesübertretung вы получите штраф 60 рублей.
Und dann bekommt ihr einen Buß von 60 Rubel. Но не сейчас русских рублей, Aber nicht die jetzige russische Rubel, тогдашних советских рублей. sondern der damalige russische Rubel. Что значило 60 рублей тогда? Was hat das bedeutet für uns? Это была зарплата мужчины за целый месяц. Das war ein Monatslohn von einem erwachsenen Mann. Ja. Пригласив больше, чем 10 людей в свой дом, Wenn du mehr als 10 Leute вы могли einladest, оставить семью без еды, без пропитания на целый месяц. dann könnt ihr eure Familie, hättet ihr eure Familie И ohne когда пастор Essen. спрашивал, у кого будет следующее собрание, Und wenn der Pastor gefragt hat, wann gibt es das nächste Meeting, были люди, которые боялись. dann hat es natürlich Leute gegeben, die Потому что Angst hatten. соседи закладывали, они доносили, звонили в КГБ. Weil die Nachbarn haben gepetzt. И когда никто не приглашал, Und wenn niemand eingeladen hat, пастор говорил, собрание будет у меня дома. dann hat der Prediger gesagt, der Pastor, das Meeting wird bei mir daheim sein. Мой пастор просидел 12 лет в Сибири за веру. Mein Pastor hat 12 Jahre ist er im Gefängnis in Sibirien hat er verbracht. Wow. Und die ganze Situation, das hat sich ja dann zum Glück irgendwann geändert. Was hat das für einen Einfluss gehabt auf euren Glauben? Вся эта ситуация же изменилась, и какое это имело влияние на вашу веру. Не было фальшивых верующих. Es hat keine falschen Gläubigen gegeben. Никто не присоединялся к церкви за компанию. Und niemand ist einfach in die Kirche gekommen, weil Никто не принимал водное крещение, потому что это модно. Und niemand ist getauft, weil es in war, weil es Mode Ты ist. думал 7 раз и принимал решение. 7 раз отмери, раз отрежь. Du hast dir sehr gut überlegt, bevor Люди du die были Entscheidung настоящими triffst. верующими, посвященными, жертвенными, готовыми платить цену за свою веру. Die Gläubigen dann zumal, sie haben sich voll reingegeben, sie haben gewusst, welches И это Risiko было sie хорошо eingehen. для нас, для верующих, Das war gut für uns als потому что Gläubige, трудности и испытания не полезны нам. weil so Schwierigkeiten, das ist eine Probe für uns. Комфорт, он вреден для нас. Bequemlichkeit ist nicht gut für Мы uns. расслабляемся, когда все хорошо. Dann chillen wir, alles ist gut. Но трудности, они направляют нас молиться, искать Бога. Aber wenn wir Probleme haben, Schwierigkeiten haben, dann konzentrieren wir uns Они auf Gott. понуждают нас также брать пост и пребывать в посте. Sie werden uns dazu bringen, dass wir Gott wirklich treu bleiben. И так же, как результат искания Бога, молитвы, пребывания в посте, Дух Святой сильно действовал и проявлял себя на богослужениях. Genau in den Momenten, wo wir ganz unten waren, dann ist der Heilige Geist, der sich dann am meisten gezeigt hat bei uns. И несмотря на трудности, преследования, церковь росла, люди каялись и обращались к Богу. Und die Leute haben sich bekehrt, unsere Kirche, unsere Gemeinde ist gewachsen die ganze Zeit, trotz diesen Umständen dann zumal. Wow, danke vielmals. Jetzt ist es nachher ja dann weitergegangen, eben die Situation hat sich verbessert. Du bist Dozent geworden, hast Pastor geworden und wir machen jetzt den Zeitsprung, oder, bis ins heute eigentlich, oder bis vor kurzem. Und dann ist aufs Mal der Krieg ausgebrochen. Wie war das für euch gewesen? Sind ihr da irgendwie darauf vorbereitet gewesen? Habt ihr damit gerechnet oder ist das völlig überraschend gekommen? То есть потом ситуация же улучшилась немного, вы стали доцентом, вы стали пастырем, и сейчас мы сделаем, скажем так, временный прыжок уже на сейчасшнее время. Как вы узнали про эту войну, она вас впечатлила, или как бы вы розраховували на це чи ні? Скажите нам. Церковь находилась в такой усиленной молитве. Люди, которые не находятся как бы в церквях, уже находились в панике. Но все надеялись на то, что войны не будет. То есть сказать, что наш город... Okay. Merci. Also, die Kirche war in einem Regime, wo man die Gebetintensität sehr erhöht hat. Aber was man muss sagen, natürlich hat es niemand erwartet. Und bis zum letzten Moment haben wir eigentlich gehofft, dass das nur Spekulation ist. Aber wir als Christen haben uns dann alle zusammengetan. Мы продолжали ходить в школу, работать. Wir sind gleich noch in die Schule gegangen, sind arbeiten. Я помню, что каждое утро, просыпаясь, я говорила: Господи, спасибо Тебе, мы имели тихую ночь. Und jeden Morgen bin ich aufgewacht und habe zu Gott gebetet und ihm gedankt, dass wir eine ruhige Nacht hatten. Но 24 февраля, это был четверг, рано утром, где-то в часов 5, мы услышали первые взрывы, начали бомбить ближайший к нам находящийся аэропорт. Aber am 24. Februar, das war ein Donnerstag, um 5 Uhr morgens, da haben wir die ersten Explosionen, die ersten Detonationen gehört. Und das war vom Flughafen, der ganz in der Nähe war bei uns.
Ihr wohnt ja in einem schönen Vorörtli in Butscha und wir haben einfach so für uns das auch zum Vorstellen, wir haben ein Video mitgebracht, wo wir jetzt schnell schauen würden, wo wie so ein bisschen das Vorher und Nachher, was mit dem Krieg alles gekommen ist, sichtbar macht. Wir können das Video gerade laufen lassen, du kannst es noch ganz У нас kurz sagen. прекрасное видео про Буча, когда мы покажем вас красивый пригород, как было до войны и сейчас, как во время войны, после уничтожения. Справа в тому, що у мене немає дому, і за правилом доброго тону, як за правилом доброго ременя, згадаю, з якого я племені, пригадаю, з якого мій став, я чекаю на свої героїв, мене просто нема де сісти, написати свою промову. У мене немає дому, у мене немає дому, у мене немає дому. Гей, люди такі осуди, за день свої бетонні суди, а де ще ховатись, слухати людям першу, другу сорту, а люди такі сотнями в тандемі зі своїми відсотками з третього, сьомого герцями сповнюють все сенсами. Das sind enorm eindrückliche Bilder. Oder mir, was geht dir gerade durch den Kopf, wenn du das anschaust? Это были очень жестокие картины. Скажите нам сейчас быстренько, про что вы думаете, какие мысли у вас сейчас появились? Когда ты знаешь, что твой город — это город молодых семей с детками, всегда приходит в память то время, когда мы приходили в парк и видели, какое количество детей бегают в парке, и у тебя возникал вопрос, ты думал, что все дети мира съехались в Бучу. Also früher, wo wir durch die Stadt sind gelaufen, das war wirklich eine familienfreundliche Stadt, wo du all die Kinder hast gesehen und all die Mütter, wenn du in den Park bist gegangen, dann stellst du dir eigentlich nur eine Frage: Wie hätte das passieren? Видя разруху в городе, твое подсознание, оно с тобой спорит. Оно говорит, нет, это что-то не про нас. Den Schaden gesehen, den uns Leute haben angerichtet haben, das hat uns viel zum Nachdenken gedrängt und gesagt, das ist nicht über uns, das sind nicht wir. Когда люди сталкиваются с такой ситуацией военной, включается весь адреналин, и люди начинают помогать друг другу. Wenn du mit so einer Militärsituation, mit so einer Kriegssituation konfrontiert bist, dann fängt dein Körper an ganz anders und deine Gedanken ganz anders an reagieren und das verarbeiten, dann bekommst du Adrenalinschub. В первый день в городе была такая паника. Большая часть людей пытались заправить свои машины и выехать. Am ganz ersten Tag hat es natürlich eine riesige Panik gegeben. Jeder, der ein Auto hatte, ist zur nächsten Tankstelle gegangen und hat probiert, sein Auto voll zu tanken. Я все надеялась, что это будет пару дней. Пару дней мы продержимся. Und ich habe daran geglaubt, ich habe gehofft, dass wir das jetzt ein paar Tage hier durchstehen und dann ist es vorbei. Семьи, которые остались в Буче, большая часть людей перешли в подвалы и в школах как бомбоубежище, да? Und die meisten, die dort noch geblieben sind, jetzt auf längere Dauer, die haben eigentlich ihre ganze Zeit, die sie dort waren, haben sie in Kellern verbracht oder in Schutzanlagen, zum Beispiel bei Schulen. Начали летать самолеты, вертолеты. Мы видели, как усиленно бомбят аэропорт. Also dann sind Flugzeuge, so
durchgeflogen und viele Helikopter und wir haben es wirklich gesehen und gehört, wie sie den Flughafen stark bombardiert haben. В первые дни они бомбили в определенное время, утром и вечером. In den ersten Tagen haben sie immer zu bestimmten Zeiten haben sie das durchgeführt. Die Beschüsse, die Bombardierungen, das war immer am Morgen und am Abend. И единственное, что люди делали, это постоянно были в новостях, что происходит, и на связи друг с другом. Вы как, вы где, чем нужна помощь, кому нужна помощь. Und die Leute sind die ganze Zeit in den Nachrichten, sie haben die ganze Zeit geschaut, was passiert, was gibt es Neues. Und sie haben einander oder Verwandten, Kollegen, Freunde haben sie auch immer geschrieben, lebt ihr noch, wo seid ihr, wie kann man euch helfen? Володя подружился с теробороной и от них получал информацию, куда необходимо привезти воду или медикаменты. Und mein Mann hat sich in Verbindung gesetzt mit der Territorial Defense. Das ist so eine, sagen wir mal, eine Militärabteilung, die nur für Sektoren, die nur für gewisse Bezirke zuständig sind. Und er hat sich mit denen in Verbindung gesetzt und er hat immer gefragt, wem kann ich was bringen, zum Beispiel Wasser hat er auch dorthin gebracht, unseren Jungs. Скорые уже никуда не выезжали, и Володя наклеил на машину Красный Крест и выезжал по тем звонкам, которые мы получали. Это были семьи пожилых пар, это были детки в подвалах, у которых резко поднялась температура, у родителей не было медикаментов, и нужно было, как бы боясь и слыша всю эту перестрелку, но он так аккуратно ездил и завозил необходимые эти медикаменты. Und Ambulanzen haben zu dieser Zeit sie sind schon nicht mehr gefahren, das war unmöglich. Darum hat Volodymyr ein rotes Kreuz auf sein Auto geklebt und ist dann, je nachdem, was sie für Anrufe bekommen, ist zu älteren Leuten gegangen, zu Kindern, zu Eltern, die eben in diesen Kellern waren und wenn sie Medikamente haben gebraucht oder sonst jegliche Sachen, hat er einfach das ihnen hergebracht und das auch natürlich vorsichtig, unter Beschuss die ganze Zeit auch, mit dieser Gefahr ist er dort rumgefahren. Ja. Так как Буча находится близко к Киеву, то для того, чтобы танки не пошли через Бучу в Киев, все наши мосты были взорваны. Und eben Bucha ist wirklich ein Vorort der Hauptstadt von Kiew und weil es eben so nach ist, haben alle Panzer über Bucha müssen, um die Stadt einzunehmen. Darum sind auch alle Brücken, das kennt ihr sicher, habt ihr auch schon gehört, alle Brücken sind extra kaputt gemacht worden. На третий день пропала вода и свет. Мы еще могли как-то держать связь благодаря мобильному интернету. Also am dritten Tag haben wir dann kein Wasser und kein Licht mehr gehabt. Das Einzige, was wir noch hatten zu diesem Zeitpunkt, war das Netz. Also wir konnten unseren Verwandten, unserer Familie schreiben. Бомбить не переставали. И мы понимали, что уже мы окружены и идет сражение по всему нашему региону. Und die Bombardierung hat einfach nicht aufgehört und nach einer Zeit haben wir gemerkt, ja, wir sind jetzt belagert, um uns herum sind überall russische Soldaten und jetzt geht es wirklich um einen Kampf von unserem Vorort. Наши друзья начали писать Володе, что «Володя, думай, как вывозить семью». Und unsere Freunde haben dann meinem Ehemann Volodymyr gesagt, ja, du musst jetzt wirklich mal planen, du musst jetzt wirklich mal schauen, dass du deine Familie jetzt dort rausbringst, bevor es zu spät ist. Но я говорила, куда мы поедем? Aber er hat immer gesagt, wo wollen wir herfahren? Das ist unser Daheim hier. Я помню, что был 10-й день войны. Это было утро, в 6:38 я услышала, как улица дрожит. Und ich weiss noch, das war der 10. Tag des Krieges, das war der Montag, um 20 vor 7 ungefähr. Ich habe gespürt, ich habe gehört, wie der ganze Boden so vibriert hat, so zittert hat. В военное время все окна клеятся скотчем, чтобы стекло не летело в случае разрушения. Also während der Kriegszeit tun wir alle Fenster zukleben mit Scotch, dass die Scheiben nicht rausfliegen. И люди прячутся в таких комнатах, где нет окон. Und die Leute verstecken sich genau eben in so Zimmern, wo es keine Fenster hat.
И я подошла к окну, подняла римскую штору, чтобы понять, что происходит. Und ich bin zum Fenster gegangen, wo ich die ganze Vibration, den ganzen Lärm habe gehört und habe die Storen so aufgetan und rausgeschaut. И я увидела, что идет военная техника по нашей улице, прямо под нашими окнами. Und ich habe gesehen, dass Panzer, dass verschiedene Militärtechnik auf unseren Straßen gerollt ist vor unserem Haus. Их было так много, что я перестала их считать. Und es hat so viel gehabt, dass ich gar nicht zählen konnte. И я внутри услышала голос «Насилие над детьми». Und ich habe eine Stimme in mir innen gehört, Gewalt, Vergewaltigung von Kindern. И я поняла, что нужно быстро собирать вещи для того, чтобы выехать. Und dann habe ich sehr schnell verstanden, so, jetzt ist die Zeit, jetzt müssen wir hier ganz schnell Мы schieben. поняли, что наш регион захвачен. Und ich habe verstanden, ja, unsere Region, hier, unser Vorort, der ist gefallen. Мы созвонились со своими друзьями и людьми, с кем мы были на связи. Und wir haben unsere Verwandten, unsere Bekannten kontaktiert. И буквально за 30 минут мы забрали тех людей, кого мы смогли. Und die Leute, die wir können, innerhalb von 30 Minuten. В одну нашу машину мы посадили моих друзей. Und im einen Auto von uns haben wir unsere Freunde. Уже за эти дни у них снарядом была разбита их квартира. Und innerhalb von diesen 10 Tagen hat schon ein Schuss, also so ein Artilleriebeschuss, hat schon ihre ganze Wohnung С нами zerstört. выехало 6 машин. Und mit uns sind 6 Autos aus Butscha rausgefahren. Люди уже боялись выезжать, Und die Leute haben schon Angst gehabt, überhaupt rauszufahren. потому что многих расстреляли. Weil viele von den Leuten, die es probiert haben, die sind ermordet worden. Ja. Но мы имели молитву перед этим днем, и было сказано, что Володя получит такие очки, и он будет видеть, как объехать все мины. Und wir haben sehr stark gebetet für die Flucht. Und wir haben wie eine Stimme gehört, die uns gesagt hat, der Waldimar, der die Gruppe hat angeführt hat, der wird so wie eine Brille anhaben und der wird sehen, wo es Minen hat, wo nicht, wo er soll durchfahren soll. Gott wird ihn bewahren. И было очень сложно оставлять дом. Мы даже не брали, мы не могли забрать все, что нам необходимо. Я все еще думала, что мы через 2 недели вернемся. Und es war sehr schwer, unser Daheim, unser schönes Daheim zu verlassen. Und wir hatten nicht mal Zeit, einfach schon nur das Dringendste, das Nötigste mitzunehmen. Und ich habe immer gedacht, mit 2 Wochen kommen wir wieder heim. И вот так, объезжая все опасные районы, видя блокпосты, понемногу мы выехали из нашего региона. Und so sind wir durch die gefährliche Region alles probiert zum Kreis, alle die Orte, alle die Blockposts, 23 человека. sind wir dann aus dieser Vorstadt rausgefahren. И мы помогли выехать 23 человека с нами. Und 23 Personen sind mit uns. Украина была уже в таком... Дороги были очень сильно загружены. Und die Straßen waren einfach voll mit Leuten, die aus der Ukraine И нам raus нужно было постараться вывести людей как можно дальше к границе. Und unser Ziel war, die Leute so weit wie möglich, also so nah wie möglich zur Grenze zu bringen. Каждую ночь мы останавливались в каком-то киевском регионе на ночлег. Und jede Nacht sind wir irgendwo in einer Unterkunft, sind wir schnell geblieben für die Nacht und dann am Morgen wieder weitergegangen. Jetzt ist das ja eine mega extreme Situation. Wie hat euch in dieser Zeit der Glaube durchgetragen? Oder habt ihr auch spezielle Erlebnisse gehabt mit Gott, die euch Hoffnung gegeben haben oder die euch geholfen haben in dieser Situation? Как вам ваша вера помогла выдержать эту ситуацию? И, может, у вас были какие-то моменты с Богом, которые вы почувствовали, что Он рядом? Что вы можете нам сказать? Может быть, так несколько деталей. Деталь первая, что когда была молитва пасторов, Бог dal откровение, что нам нужно уезжать. Also, ich sage jetzt mal einige Beispiele. Eines davon ist, während der Gebetszeit mit verschiedenen Pastoren hat uns Gott die Erkenntnis gegeben, überhaupt, dass wir den Ort verlassen sollen, unsere Heimat. Хотя, как Юля сказала, мы были волонтерами, служили в Буче людям в Ирпене, и Гостомеле, как бы в окружности, и не было желания оставлять. Мы служили и думали, что нам нужно оставаться там. Obwohl wir so vielen Leuten so eben als Freiwillige helfen können in diesen Vorortschaften Irpin, Hostomel und Butscha. Но когда приходит руководство от Бога, и Бог говорит, встань, собери вещи, как Аврааму, и выходи. Aber wenn Gott, wie sagen wir mal,
den Stock in die Hand übernimmt, den Lead nimmt und dir sagt so, jetzt musst du gehen, wie dann dem Abraham. и ты не знаешь, куда ты пойдешь, Und du weißt nicht, и woher. ты не знаешь, где ты будешь жить, Und du weißt nicht, wo du и wirst. ты делаешь ankommen. прыжок в неизвестность, Und du machst wie einen Sprung ins и Unbekannte. твоя жена говорит, что я нигде не буду чувствовать себя комфортно, как только в моем доме в Буче, Und die Frau sagt mir, ja, ich würde mich nie mehr so daheim fühlen wie jetzt in Bucha. тебе нужна вера, Du brauchst Glauben, чтобы двигаться вперед. für das du weiter kannst gehen. Ja. Второй момент, когда мы ехали, большинство людей в тех машинах, которые были за nami, и машину, которую мы нашу отдали той семье, они были неверующие люди. Und die meisten, die mit uns gekommen sind, eben nicht Gläubige gewesen, die mit uns aus der Но Stadt когда ты ausgeflüchtet sind. едешь, и снаряд разбивает как бы дом слева, прямо возле дороги, и дом как бы загорается пламям, Aber wenn du die Straße entlang fährst und so ein Beschuss, so eine Bombe trifft das Haus links neben dir von der Straße, тогда очень сложно быть неверующим. und dann ist es sehr schwer, nicht gläubig zu sein. So während Все начинают молиться. und jeder fängt an zu Верующие, beten. неверующие, все молятся. Gläubig oder nicht Кто-то gläubig. крестится, Es gibt Leute, die sich eben... но все взывают к Богу. Aber alle schauen zu Gott auf, alle rufen Gott. Поэтому без веры угодить Богу невозможно. Darum ohne Glauben ist es unmöglich, zu Gott zu kommen. Wie betest du in so einer Situation? Wie bist du da mit Gott im Gespräch? Как ты с Богом говоришь во время такой ситуации? Как ты молишься, как ты к Нему обращаешься? Надо спросить у жены. В тот момент, когда бомбят, ты просто молишься о Божьей защите над твоим домом. Wenn du bombardiert bist, wenn du unter Beschuss bist, dann betest du einfach zu Gott, bitte rette unser Leben, rette unser Daheim. То есть молитва происходит постоянно. Просто постоянно ты в молитве находишься, потому что ты слышишь эти звуки, ты не знаешь, где летит, и ты не знаешь, когда прилетит в твой дом. Und gut, weil du nicht weißt, wo es trifft, du hörst die ganze Zeit, aber du weißt nicht, ob es mein Haus als nächstes trifft, bist du einfach die ganze Zeit dauernd im Gebet. Ты просто говоришь, Господи, чтобы мы были готовы ко встрече с Тобой. Und dann sagst du, Gott, wir wollen einfach parat sein zum Treffen mit dir. Nicht weiter gesehen. Jetzt haben wir es ja rausgeschafft, was ja eigentlich fast schon ein Wunder auch war. Wie sind wir schlussendlich noch in der Schweiz gelandet? Du weißt ja dann nicht, wo dass du hin kannst, wo du hin willst. Wie sind wir am Schluss in die Schweiz gekommen? Вы же смогли выехать из Украины, это вообще чудо. И как вы решили, почему Швейцария? Как вы опынились тут? Очень хороший вопрос. Sehr gute Frage. Усаживайтесь поудобнее, пожалуйста. Ich kann euch jetzt mal comfortable machen, ja. Komfortabel. У нас есть так часика полтора? Haben wir 1,5 Stunden Zeit? Окей, возьмем 5 минут, 2 минуты. 2 Minuten. Первый вопрос. Мы пересекли границу Украины с Румынией, и мы жили в одной комнате у пастора дома на матрасах. Also zur ersten Frage, wir sind über die Grenze von Ukraine über zu Rumänien, sind wir übergegangen und dann sind wir bei einem Pastor daheim auf Matratzen. И мы были счастливы. Und wir sind glücklich gewesen. Потому что они поделились своей любовью, своей кухней, своей заботой с нами. Und sie haben sich uns gekümmert, sie haben uns von ihrer Liebe gegeben, sie haben uns von ihrer Но Küche пастор gegeben. говорит, Володимир, было бы хорошо, чтобы вы рассматривали куда-то ехать дальше, потому что Румыния, как бы нет никакой помощи, социальной поддержки, ничего. Aber der Pastor hat uns immer gesagt, schau, du musst schauen, dass du weiterkommst und bekommst hier keine Sozialhilfe, keine Unterstützung. И пришло приглашение поехать в Англию. Und wir haben eine Einladung bekommen, für auf England zu gehen. And we like English. And we speak English. Spreche Englisch. Ich spreche Englisch. Meine Tochter Esther spreche Englisch. Meine Frau Julia spreche Englisch. Самуил, София spreche Englisch. И никто не говорит по-немецки. Und niemand redet auf Deutsch. Das ist das Fazit. We have been offered 2-floor house Wir in haben ein England, zweistöckiges Haus in England, 3-year visa, das 3-Jahre-Visa. and that is a lot for Ukrainians. Und das ist sehr viel für eine ukrainische Familie. But when we prayed,
aber wo wir gebetet haben and asked the Lord guidance, confirmation, He clearly spoke to us, no, 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 no. Versteht ihr das? Nein, 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 nein. The man who offered this proposal, he said, Kannst du es übersetzen? Soll ich es gleich übersetzen? Also der Mann, der uns das Angebot hat gemacht hat, are you sure? bist du sicher? What's wrong with the place? Was ist nicht gut mit dem And I Ort? said, nothing is wrong. Nichts ist It's a alles gut. wonderful proposal. Das ist wunderbar. It is not for us. It is not the place where God wants us to be. Es ist einfach nicht der Ort, wo Gott uns sieht. It was difficult for the person to understand that. Es war sehr schwierig für den Menschen, der uns das Angebot gemacht hat, das zu verstehen. These Ukrainian refugees are picky, maybe. Die ukrainischen Flüchtlinge sind wählerisch. No, danke schön. Everything is alles good. But he said, maybe you will not have such a good proposal anymore. Aber so ein gutes Angebot wirst du wahrscheinlich nicht mehr bekommen. I said, so be it. Das ist halt so. And then we did not have, for some time, we didn't have any good proposals. Dann haben wir keine guten Möglichkeiten mehr gehabt für And at eine a certain gewisse Zeit. moment, we received a notice that there is a place, a house, in a huge megapolis in Switzerland Okay. called Neufere, Swiss Deutsch, Neufere, which has Obernüferen. Oberneufere, Aber nicht. Oberneufere, it has 650 residents only. Und dann haben wir eben ein super Angebot bekommen von einem Haus hier in einer riesigen Stadt in der Schweiz, eben Obernüferen, 650 Einwohner. And you can imagine, Kiev has 4 millions, Und Kiew hat 4 Millionen Bucha Einwohner. has 40,000, Und Bucha hat 40'000 and Einwohner. Oberneufere is less than 1,000. Und dort ist es jetzt weniger als 1000. Fantastic. Super. So my wife asked, can we see the pictures of the rooms or the place to stay? Und meine Frau hat gesagt, können wir mal ein And they Bild sent us sehen? the pictures. Und sie hat uns gesagt. And my wife said, I have peace in my heart. Und die Frau hat gesagt, ich habe Frieden in meinem Herz. But I said, Julia, it's not enough to have good feelings. Ich habe gesagt, es ist nicht genug, dass man gute And we Gefühle should hat. not be moved by feelings. Du darfst nicht bewegt werden von Because the Gefühlen. feelings can change tomorrow. Weil das Gefühl kann And you will morgen tell me, why anders did you sein. bring us here? Und dann fragst du mich, dann, wieso hast du uns hierher So gebracht? it would not be good for us to pray and to seek the Lord and to give us clear sign and orientation whether we should accept this Darum invitation. haben wir uns zuerst ein bisschen Zeit lassen, dass uns So- Gott zeigt den Weg und We das decided Gebet with the verbringen. children to pray in the evening and then wake up at 4 o'clock in the morning before the dawn, the early dawn prayer. Und vor dem, dass es hell ist worden, haben wir mit den Kindern um 4 Uhr morgens haben wir alle zusammen gebetet. And we wanted the Lord to speak to us clearly and give us confirmation that this is the place He has for us. Und wir haben ein klares Wort, eine klare Message von unserem Herrn bekommen. And the Lord clearly spoke to us, yes. Und er hat gesagt, ja. Despite of all of the contradiction of logic, Und das widerspricht vielleicht deinem Verstand. they said it is the rural area. Es ist eine vorstädtliche It's a Ortschaft. Deutsch-speaking canton. But in the village they speak Swiss Deutsch. Und der hat ist ja noch Schweizerdeutsch dazu. Ja. But we came. Aber wir sind gleich gekommen. Here we are. Und hier sind wir jetzt. Yes. Und jetzt lernst du Deutsch. Und wie unterscheidet sich Schweizer von Ukrainer? Was ist dir aufgefallen? Vielleicht 2, 3 Stichworte. Скажи нам разницу между швейцарцами и украинцами. Это жена лучше расскажет. Das sagt die Frau. Мне кажется, что украинская нация, она более такая эмоциональная, то есть очень ярко выражены темпераменты. А швейцарская нация, вы более такие спокойные. Мне кажется, что вы никуда не спешите, вы любите жизнь, и у вас есть вот покой в сердце. Вы знаете, что вы в надежной, стабильной стране. Украинская нация, она все время переживала периоды трудностей, экономической трудности. Люди Давай, schauen skажу, хорошо. Also, jetzt erst mal zu den Unterschieden. Die Ukrainer sind, also,
ihrer Meinung nach ist die Ukraine ein sehr emotionales Volk mit einem hohen Temperament. Also, man tut sich immer um alles Sorgen machen. Und als ich in die Schweiz kam, hat sie das Gefühl gehabt, niemand stresst nirgendwo her, alle haben die Ruhe. Was ich persönlich aber kann sagen, das stimmt nicht. Und nein, aber du musst auch wissen, die Ukraine war eben nie ein ökonomisch stabiles Land gewesen. Also jeder hat sich auch immer Sorgen machen, wie bringen wir das Essen für unsere Familie, für uns selber auf den Tisch für den nächsten Tag. Поэтому украинцы, они такие тревожные, всегда тревожные, где надо подработку, куда надо бежать, что надо успеть. Und darum sind die Ukrainer immer so auf der Ausschau, wo können wir neue Arbeit holen, wie können wir Geld machen. Но судя по тому, как часто в нашу дверь звонит звонок, Aber rein nur von dem beurteilend, wie oft das bei uns geläutet wird и мы открываем и не знаем людей, und wir auftun und nicht wissen, wer hinter der и Tür все steht хотят с нами познакомиться, und alle wollen mit uns eine Bekanntschaft machen то еще чуть-чуть, и вы тоже станете und украинцами. dann noch ganz wenig und dann werden ihr auch so sein wie die Ukrainer. Sehr gut. Jetzt aus meiner Sicht, ich habe jetzt schon ein paar Ukrainer kennengelernt und was mir aufgefallen ist, die haben einen enorm starken Glauben. Ich mag mich erinnern, wo dann ein ukrainischer Gottesdienst stattgefunden hat, wirklich kurz nachdem die da angekommen sind und im Worship gesungen haben, Your goodness is running after me. Woher kommt das, dass Ukrainer so einen starken Glauben haben? Теперь вопрос по вашей вере. Он заметил, когда украинцы сюда в самом начале приехали, как они тут богослужения проводили, как они прославляли нашего Бога. Это было по-другому, чем мы к этому привыкли. Откуда это взялось? Вы можете нам сказать, пожалуйста? Мы такие же, как и вы. Wir sind die gleichen eigentlich wie dir. Мы ненавидим врагов Und wir hassen unsere Feinde и любим друзей. und lieben unsere Freunde. И врагов сложно ненавидеть, сложно любить. Und es ist sehr schwer, die Feinde zu lieben. Но я думаю, что нам нужно быть внимательными к тому, что Иисус Христос сказал. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig und sehr gut zu wissen, was uns Jesus gesagt hat. Я не знаю, как в вашей немецкой Библии, Ich weiß nicht, wie das in eurer deutschen Bibel но в украинской Библии, в Матфея 24 глава 6 стих, aber im Matthäus 24, Vers 6. Ісус сказав, ви почуєте про війни і про чутки воєнні. Давайте прочитаєш стих, я потім... Глядіть, не жахайтеся, бо має так статися, але це ще не кінець. Ісус сказав, що ви почуєте про війни. Okay, also jetzt lese ich noch kurz den Vers vor, falls ihr es selber nicht offen habt. Ihr werdet von Kriegen hören und davon, dass Kriege drohen. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das muss geschehen, doch das bedeutet noch nicht das Ende. Und das ist das, was uns Jesus hier gesagt hat. Und meine Haltung auch, wo der Krieg ist gekommen, habe ich das als mein leitenden Faden genommen. Дві речі. Перше, Ісус каже, first of all, Jesus says, you will hear about the wars. Erstens wirst du davon hören von diesen Kriegen. And it must be so. Und es Так muss має so статись. sein. Ми не проти, якщо війна десь там в Іраку, в Афганістані, в Сирії. Wir haben nichts dagegen, wenn der Krieg weit weg ist, irgendwo im Nahen Osten. Але уявіть собі війну в Швейцарії, Aber stellt euch mal vor, der для Krieg нас kommt війну в hierher. Україні. І навіть ще не сильно ми так переживаємо, коли війна просто в Донбасі, на Сході, в Луганську і Донецьку, яка вже триває, між іншим, 8 років. Und am Anfang auch, also der Krieg eigentlich für den Donbass, der geht schon seit 8 Jahren und das ist für uns auch schon weit weg gewesen, ja. Але коли війна приходить в твоє місто, Aber wenn der Krieg zu deinem Ort kommt, zu deinem коли війна Daheim, приходить на твою вулицю, aber wenn es zu deiner Straße kommt і більше 50 танків und mehr als, їдуть по твоїй вулиці, багато солдатів зі зброєю, und mehr als 50 Panzer auf deiner Straße sind mit vielen Soldaten і дуло танка повертається в сторону твого дому, коли ти дивишся з вікна чи фільмуєш на телефон. und der Panzer näher zu deinem Haus schaut mit dem Schuss, wenn du das filmst oder anschaust, Тоді лише в Бозі можна знайти підкріплення. und dann fährst du an zu glauben. Richtig. Ісус сказав, не жахайтеся. Seid nicht, habt keine Angst, sagt Jesus. Писані кажуть, це, якщо можливо, слово до вас, якби дорогі брати і сестри, швейцарці.
Якщо можливо, я хотів би сказати, Писання каже, слово для вас, для підбадьорення, наставлення, Дії апостолів 14:22. Sekundочку. Jetzt noch ein Wort, für unsere Schweizer Schwestern und Brüder im Glauben noch zu ermuntern. Какой? I am preaching now. Yeah, Yes. preach it. I will go to English and we'll have translation to German. We read that Apostle Paul, they were calling to disciples to abide in faith. Закликали залишатися у вірі. Also, der Apostel Paulus hat eben seine Jünger dazu aufgefordert, im Glauben zu bleiben und nicht abzuweichen davon. І далі стоїть бо ми маємо, казали вони, через великі утиски війти у Царство Боже. Weil wir werden durch viele Erniedrigungen werden wir in Gottes Reich eintreten. Ніхто з нас не любить утиски. Und niemand von uns hat gerne Erniedrigungen, sind wir ehrlich. Чи, може, швейцарці утиски люблять? Oder habt ihr das gerne? Habt die Schweizer gerne Українці Erniedrigungen? ні. Ukrainer darum nicht. Але апостол Павло 2000 років тому назад сказав, Aber Paulus hat es vor 2000 Jahren gesagt. що Ісус Христос не обіцяв нам тихе плавання, Jesus hat uns nicht versprochen, dass es eine ruhige Fahrt wird. але Він обіцяв нам тиху пристань. Aber er hat uns gesagt, wir werden einen ruhigen Glauben haben. Ісус каже, в мірі будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Vielleicht werdet ihr manchmal schwierige Momente haben, aber wisst immer, ich habe die Welt besiegt. Я знаю, що життя в Швейцарії не є простим. Und ich weiss, dass das Leben hier nicht immer einfach І багато ist. хто з вас, ви маєте свої битви, свої труднощі. Und jeder von euch hat seinen eigenen innerlichen Kampf. Але слово підбадьорення, через утиски, через випробування ми йдемо до Царства Божого. Aber als Ermunterung wollte ich euch sagen, mit all diesen Erniedrigungen und durch die Kämpfe, wir haben alle ein Ziel. І Писання каже, той, хто в нас, він є сильніший від того, хто в світі. Und in der Bibel steht auch, der in uns innen ist stärker als alles das, was in dieser Welt uns herum ist. And his name is Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Deutsch. Amen. Amen. Danke vielmals. Ich glaube, das ist wirklich auch gerade ein guter... For him be the glory. Yes, ja. Ihm alle Ehre. Und ich glaube, das ist wirklich auch gerade ein guter Schlusspunkt jetzt für das Interview. Danke euch von ganzem Herzen, für dass ihr da so offen, transparent das teilt habt. Es löst auch Erinnerungen nochmal aus, es wühlt auf und es hat uns bereichert. Danke euch vielmals, dass ihr da gewesen sind. Спасибо большое, ребята, вы лучшие. Thank you for the privilege and for the invitation and the honor to be with you. It's a great privilege for us. Danke schön. Geben wir Ihnen doch einen großen Applaus. Danke vielmals. Ihr könnt, Нормально? Можно просто? Можно спускаться? Sollen wir das antragen?